Haut op per Leichendach begräßen sich aus der Kathedral, mir iwwerdro Funheit sondes Mass. Et singt de Mark Dostert, Organist aus de Pol Breich. Wir sangen bei der Entrée Deinem Heiland, Magnificat 863, de 16. Kyriale, Pangelingua vom Nicolas de Grigny, Pain Véritable, Magnificat 1015, und zum Schluss Leif Mam, Magnificat 891. Den Domorganist spielt als Sorti Pangelingua Espagnol von Pablo Bruna. Masket gehalen vom Chanoine Tom Kerger, Curé-Moderateur von der Point Lützeburg Notre-Dame. Him an noch dem Kantor an dem Organist e grosse Merci, dass ma haut die 7. Keier sondes Mass aus der Kathedral können iwwerdroen. Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer, sieh und stimm ein Loblied an, Preis nach Kräften sein. Brot, das lebt und spendet Leben, wird hoch es so erheben, hier den Gläubigen gezeigt, jenes Brot, das eins im Saale Christus selbst beim Abendmahle seinen Jüngern hat gereicht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich begrüßen ich hier an der Kathedrale, aber auch ich alle Guten, die damit über die verschiedenen Medien verbunden sind. Normalerweise wären haut auf ganz vielen Plätzen durch das Land, an den Dörfern, an den Städten Prozessionen, wo man Jesus Christus an der Monstranz rausdrohen an die Welt, also Glauben, denen andere Menschen weisen, an sie invitieren, für unter diesem Glauben und der Präsenz von Jesus Christus teilzuholen. Das ist das Jahr nicht möglich, aber doch will man das Fest haut begehen, das Fest, das uns erinnert, wie Jesus Christus sich uns selber schenkt, an seinem Leib, an seinem Blut, wie uns invitiert, für uns mit sich zu vereinigen, für eins zu gehen mit ihm durch den Empfang von dem heiligen Brot und dem heiligen Wein. Sein Körper, sein Blut, das ihn uns schenkt, sein Opfer, das ihn für uns hingehen hat, das soll für uns alle Guten Quell sein von unserem Glauben, Quell von unserem christlichen Leben.
Aber reden wir uns so viel ob das Massfeier, ob das Begegnung mit Jesus Christus, und reden wir für Gott hin, an dem wir ehrlich bekennen, dass wir sündig Menschen sind und Verzeihung und Erbarmen vom Herrgott brauchen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. So spricht der Herr: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise
und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr bei Familien auf Besuch geht, da weisen Kanner engem na Welgär hier kleng Schätz, die sie so hun a gut behiden, zum Beispiel Kuscheldeieren oder hier Lieblingsspielsach. A vielleicht tu mir all auch die Erwursen a gewissem Sinn Schätz doheim. Bijouen, gewiss, mir auch Sachen, die materiell nicht unbedingt wo wert sind, mit denen man aber vieles verbannen, sentimental oder nostalgisch. Das können Fotos sein, die erste Postkarte vom Partner, der Partnerin, eng Zeichnung von de Kanner, Dämbandauer vom Bopi, an einer Erinnerungsstecker auf Verstorbener. Wir Menschen haben viel Schätze daheim, denen ihnen auf den ersten Blick nicht ugeseit, dass sie ein Schatz sind. Sie gehen ein Schatz durch Eis Ehrfurcht, als Beziehung zu ihnen, an als Souveniren. Aber was für Liebe gilt doch immer für die Glauben. Auch an der Kirche haben wir, und das kann ich gerade Kanner gut erklären, ein Schatz köscht. An der Kanner kann ich noch gute Schlüssel dafür weisen, für sie abzumachen. Das den Tabernakel Hohaltor, so wie hier an der Kathedrale, an viele Kirchen oder längstehend am Chor oder enger Seite Kapell. Den Tabernakel eng Schatz köscht, eng Schatztruhe an der Kirche. Bei Schatzkösten, die ihn aus Filmer kennt, denken kann er natürlich direkt an Gold, an Edelstein. Aber am Tabernakel sind nicht die gölle Gefäße den eigentlichen Schatz, nein. Das sind die kleinen runden Brotstecker, Tostien. Für was sind die eise Schatz? Sie sehen weder wertvoll aus, nach schmachen sie sonderlich opregend. Was soll dann nun hinnen so kostbar sein? Besonders gehen die Hostien recht, wenn man verstehen, was sich da Hand verstoppt. Und da sind Lesungen von Haut der Schlüssel für die Schatz köscht. Der Paulus schwätzt am 1. Korintherbrief davon, dass das Brotessen an der Kirche mit Wein trinken Personalgemeinschaft mit Christus schenkt. Das heißt, so richtig tief mit ihm verbunden gehen. Das Brot aus der Leib von Christus, an der Wein Blut von Christus. Und das bewirkt, dass die Gläubig selber zum Leib von Christus gehen. All hose Deel und dem enge Brot, auch wenn nicht wie Corona-Zeiten nimmen ob eng spirituell Manier geschieht. Und dafür gib mir all ein Leib. Die Jünger haben das nur der Oberstehung vom Jesus echt geholt und gespielt, auch wenn wir den Jesus leibhaftig nicht mehr gesehen, so was ein Dach am Brot spürbar. Sie haben aus seinem Namen das Brot gebracht, aber bis haut gedet gedeelt. Das Brot vom Jesus ist der größte Schatz von der Kirche. Aber was engem wertvoll ist, geht ihn nicht einfach so weg. Das Brot, was übrig bleibt, sollt an der Kirche gewissermaßen ein Schatzköst kriegen. Am Mittelalter waren das Sakramentsnischen
oder Sakramentshäusercher. Und sind da rund 400 Jahre sinnet Tabernakelen. Der Jesus selber lebt mit Christen als Eisen Schatz, als Brot Schatz. Ob Leichendag Roma normalerweise das Jahr aus bekannten Gründen nicht, diese Schatz a Präzision heraus für die Leute draußen zu weisen. Wir will ja nicht verstoppen, was uns wertvoll und hellig ist. Was wir gern haben, weisen wir auch den anderen gern. Denkt an Kanner, die ihr Lieblingssach gerne weisen, aber mit anderen delen wollen. Wir weisen den Jesus am Sakrament, nicht weil es braucht, wir wollen mir das Brot brauchen. An diesem Brot ist Gott sichtbar bei uns. Brot allgemein als Lebensmittel. An das Brot ist auch nach Glaubensmittel. Zeichen von der Lebt von Gott. Wir können nicht ohne Brot leben, auch nicht ohne Lebt, nicht ohne Gott. Materiell ist das Brot so gut wie nichts wert. Aber der Jesus ist viel wert. Das das Brot, das eisen Hunger no Sinn, no Frieden, Trost a Geborgenheit stille wilt. Ja, das Brot ist der Schatz von der Kirche. Aber als doch mein Schatz. Für wat wären Schatzköchte gut, war kein sie sicht oder obmischt. Wat sticht lächlich hanner diesem Schatz? Dat hören wir am Evangelium, wo de Jesus seht, ich sin dat liewicht Brot. Brot, dat vom Himmel erofkommers. Dat Brot, dat ich gin as mei Fleisch, dat hecht ich selber, an ich ginnet vier Liewen von der Welt. Wer dann der Kröpfchen ugefangen hat, dat setzt sich hei fort, er wird sich am Kreuz vollenden. Sein Leif geht bis ob dat äußerst, so gut bis an den Tod heran. Wenn Menschen sich gern hun, schenken sie sich dacks Rang, ein Ketten oder ein anderes Schmuckstück. Am Büsch von den Heians do Herzer, die an Schul vu Beem geritzt sind, Zeichen vu Leeft an Zuneigung. Nicht anderes als Hostie, die wir an der Eucharistie empfängen, einen sichtbaren, ergreifbaren Liebesbeweis von Gott. Dat Brot ist dein Schatz. Das Teilholen u Jesus Christus. Dieser Schatz ist nicht angesperrt, nicht unter Verschluss. Er ist zugänglich. Es kann ihnen fannen. Und er macht das Leben hell und froh. An der Eucharistie, die Feier von der Mass, ist die regelmäßig Schatzfeier, wo dieser Schatz am Zentrum steht. Wo sein Gegenwart an unserem Leben obliegt, an hin uns sein Leben schenkt, aber wo wir abgerufen gehen, sie weiter zu schenken. Liebe alle gut, Herr Leichendag ist am Fongehol nicht den Tag von der großen Wieder, mit den Tag von der Bilder an Zeichen. Dafür soll ihr noch nicht probieren, das Geheimnis von der Eucharistie, das Brot und Wein an dem Jesus sein Leib und Blut verwandelt gehen, zu erklären. Nein, sie sind und bleiben dat, wie es nur der Wandlung ausgerufen wird, Geheimnis des Glaubens oder Mysterion, wie es an der Spruch vom Neuen Testament heißt. Ein Geheimnis lest ihr nicht, wie ein Rätsel liest. Es deckt ihnen doch nicht ab, wie ein Kriminalkommissar sein Fall oder recherchiert wie ein Reporter seine Story. Es gibt auch nicht naturwissenschaftlich oder historisch kritisch zu beweisen. Das Geheimnis von der Eucharistie ist das Geheimnis von Gott. Es kann in ihm nicht mehr nur kommen, wenn ihn ubiert, läuft und schweigt. Vielleicht durch eine Musik an einem Lied entfert. Für und dem Geheimnis verstummt aber lächerlich all Wut. Aber wenn wir das Jahr nicht der Präzision den eucharistischen Christus können herausdrohen, dann invitiere ich euch diesen Herr Leichendag auf eine Präzision vom Herz.
Dro wir hin am Herz an eis Welt raus. Überall, wo wir hinkommen, an Haut besonders. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ein großer Schatz, den die Eucharistie ist, will man Madeneen delen. An der Verlängerung davon, an der Dankbarkeit darüber, gib mir da selber, ein für den anderen, das Prolongement von dem Schatz. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir beten zu Jesus Christus, den eis durch sein Wort und durch Sakrament von der Eucharistie begleitet, a Kraft für eis Leben Gott. Für die Kirche, a ganz besonders für die Priester, die Dinger von der Eucharistie sind. Gib ihnen immer eine neue Kraft, für aus dir heraus zu leben, an dein Sakrament weiter zu verschenken und allen Menschen. Christus Heilreis. Christus Heilreis. Für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Schenke ihnen den Geist der Weisheit und des Friedens, damit sie es verstehen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder Mensch seinen Platz hat und alle in Frieden und Würde zusammenleben können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Pour tous les enfants qui se sont préparés à s'approcher de la table du Seigneur pour leur première communion, aide-les à grandir dans le désir de te recevoir un jour et de rester fidèles à toi pendant toute leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont au service des autres dans les différents domaines de la vie, soutiens-les dans leur engagement et donne-leur le courage de continuer leur travail dans le respect et la charité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Für alle Mammen, stärk du sie an ihrem Dasein, an ihrer Arbeit, für ihre Familie, an Hölle vor Eis, dass wir ihnen immer an Dankbarkeit erlebt, die Unerkennung schenken, die sie verdienen. Christus, Heilreis. Christus, Heilreis. Für Reis Leben verstorben, aber besonders für alle verstorbenen Mammen. Schenk ihnen den ewigen Frieden bei dir, und lass sie mit allen Heiligen teilholen Hochzeitsmahl vom ewigen Leben. Christus, Heilreis. Christus, Heilreis. Herr Gott, der Jung Jesus Christus hat sich am Zeichen von Brot und Wein aus engem Leib und Blut an eis Hand gin, bleibt bei eis all der. Immer eurem Schenkchen eis sing lebt. Dürfen so mir dir Merci erlöwen dich, durch der Jung Jesus Christus an der Einheit vom Heiligen Geist, haut an immer an ewig. Amen.
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben seiner Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui verus aeternusque sacerdos, formam sacrificii perennis instituens, hostiam tibi, se primus obtulit salutare, et nos in sui memoriam precepit offerre, cuius carnem pro nobis immolatam, dum sumimus roboramur, et fusum pro nobis sanguinem, dum potamus abluimur, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir voll Vertrauen zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen
und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seht, erkennt und glaubt, es ist Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Empfang des Leibes und Blutes Christi schenke uns das ewige Leben.
saines nos est partagé. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La fin des hommes dans le Christ est apaisé. Le pain qu'il donne est l'univers consacré. La fin des hommes pleinement comblée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du liebst und herrschest in alle Ewigkeit. So wünsche ich euch alle Gute mit dem Schlusssegen von der Mass nach einem ganz schönen Erleichen, der noch ein ganz gut Woche. Merci an alle Mammen, Heibannen, aber auch alle guten die mit uns verbunden sind. Auch die ganz schönen Mammen, der Haut los sich feiern, weil die Hut es sicherlich gut verdenkt. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Schwestern und Brüder, gehet nun hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Leef mame, schwieset netze Sohn, weke bei dir sehn. Leef mame, ich kann net von dir gehen, dies ich erheiert gehen. Leef mam, du heilig Königin, bloß all den kann des Sinn. Kei du Martinen, Hand an Hand, Arsinn uns letzte Bürgerland. Leef mam, bleib bei uns daran nicht, mat Jesus engem Kant. Leef mam, all mat uns wischt, am letzte Bürgerland.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft an der Kathedral. Die nächste Sonntag über Dromatmass von Einen. An los schalten wir zurück an den Studio.